Wunderschönen Dienstagmittag. Ich hoffe, euch geht es gut, egal ob du auf Arbeit bist und mit reinschaust oder im Auto sitzt oder zu Hause auf der Couch oder vielleicht beim Mittagessen machen bist oder vielleicht isst du auch schon Mittag. Mega schön, dass du dabei bist. Hey, mit mir im Studio Susanne und Leo. Mega schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Gut, danke. Heute habe ich kalt. Hast du es kalt heute? Oh mein Gott. Dir ist warm? Nein, mir geht es sehr, sehr gut. Es Super. ist so eine der ersten Wochen seit Wochen, wo es so eine normale Woche ist, wo ich zu Hause bin und alles hat einen Rhythmus. Ja, diese und die nächste Woche und dann wird das alles wieder ein bisschen so, viele Reisen. Ist immer ein Vorrecht, aber ich merke so, jetzt die nächsten 2 Wochen sind einfach so, bin da, ein einfacher Rhythmus wieder, fühlt sich an wie Urlaub, obwohl es ja nicht ist. Schön, ihr habt letzte Woche einiges an Videos auch aufgenommen, oder? Also ziemlich viel, was ihr letzte Woche gemacht habt, hey? Ja, ich habe letzten Sonntag gemerkt, nach der ersten Celebration bereits schon war meine Energie draußen. Habe ich gedacht, das kann gar nicht sein. Dann habe ich mal zurückgerechnet, wie viel Mal ich eine Session gesprochen habe in den letzten 8 Tagen. Und da kam ich auf ungefähr 35 verschiedene Predigt- oder Sessionarten. Ist ein bisschen viel, Ja, das ist aber echt es viel, ja. ist immer ein Vorrecht. Ich möchte nicht jammern. Immer ein Vorrecht, aber es ist immer auch... Es steckt viel Arbeit dahinter, natürlich nicht nur wir. Wir haben ein Team, das filmt, das sich schneidet, das sich Gedanken macht, das auch den Content zusammenbringt. Das Coole ist, wir sind eine Church von Teams, wir arbeiten als Team. Darum ist immer, wenn ich sage, ich habe viel gemacht, dann sage ich immer Danke an allen Volunteers, an allen Angestellten, die sich da richtig in das Zeugs legen, um die, sag ich mal, die beste Botschaft der Welt in die Welt hinauszutragen und uns auch Tools mitzugeben, um Jesus Christus ähnlicher zu werden. Ja, Leadership Training haben wir aufgenommen, damit es online zugänglich ist und Come das on. ist einfach begeisternd. Ja, so genial. Ich muss noch an einfach das Wort auch Community denken, oder? Wir bauen Teams und wir sind eine Church von Teams und von Community. Ist auch dass du jetzt gerade mit dabei bist und mit dem Chat mit dabei bist. Es ist so genial, einfach diesen Austausch miteinander zu haben und gemeinsam einfach Church zu bauen. Das ist so gut. Es ist immer ganz lustig, manchmal sagen Leute, wow, das ist so eine große Kirche und du hast Zeit für den Einzelnen. Und dann denke ich immer, die Church hat angefangen mit ein paar Einzelnen. Und das ist immer noch so, wenn man die Kirche runterbricht, ist eine Handvoll Leute, wo man eng unterwegs ist. Logisch ist am Sonntag groß, aber das Kleine ist immer noch unser Motor und das wird sich nie ändern. Ist auch bei Jesus, er hatte 12 Jünger und dann hat er gepredigt und da waren Tausende von Leuten da. Als die gingen, da waren wieder die 12 da und das vergisst man oft, dass eben Church ist immer eine Handvoll von Leuten, wo man unterwegs ist, eng und die Masse kann kommen und gehen, aber nicht deine 12. Voll, sogar wo er die 5000 gefüttert hat. In Englisch sagt man, wo er fed him, aber deswegen habe ich gefüttert gesagt. Gespeist, gefüttert. Gefüttert. War es ja auch so, dass er wieder zu seinen 12 zurückgegangen ist und gesagt hat, hey, ihr geht raus und verteilt die Baskets, oder? Also es ging immer wieder um die 12, obwohl er so viele mehr Leute da hatte, die ihm zugehört haben. Und das finde ich eben auch das Schöne, also als unsere Kinder noch klein gewesen sind sie älter geworden, das hat sie nicht groß gefragt, wie viele Leute waren am Sonntag da, was geschehen, sondern die wollten wissen, ist der Vater und die Mutter zu Hause, haben sie Zeit, mit ihnen eine einfache Geschichte zu lesen. Und was ich so geschätzt habe in der kleinen Kinderphase, es bringt dich immer zurück auf das Wesentliche im Leben mehr. Das ist oft so simpel und so einfach. Und auch in der Corona-Krise habe ich ihm gesagt, das hat uns zurückgebracht auf die Kernelemente. Und die sind gar nicht so kompliziert. Und wenn dann wieder alles läuft, vergisst man dann oft wieder der Kern vom Leben. Und das fand ich eben in der Corona-Situation das Gute, also das Gute im Schlechten, aber das Gute, dass man sich wieder zurückerinnert hat, was ist denn wirklich am Ende vom Tag, wenn ich nicht mehr reisen kann, wenn ich nicht mehr Sport machen kann, was ist dann das Fundament vom Leben? Und das ist immer am Ende simple. Hey, so spannend. Wir hatten eine sehr, sehr interessante Message am Sonntag, ein sehr, sehr spannendes Thema. Und zwar ging es um das Thema Pornografie. Wenn du die Message nicht gehört hast, geh nochmal zurück. Es lohnt sich da einfach reinzugehen, weil wir wollen Themen in unserem Leben anpacken. Wir wollen sie vor Jesus bringen und wir wollen Jesus ähnlicher werden. Wir werden heute nicht unbedingt in das Thema Pornografie eintauchen, sondern wir werden mehr um befreiendes Leben, also ein befreites Leben
Leben werden wir sprechen. Und trotzdem lohnt es sich wirklich, da die Message sich nochmal anzuhören. Und ich würde es lieben, in einen Clip einmal reinzugehen, wo der jetzt vom Sonntag ist, der einfach so die Basis schaffen soll, über das wir heute reden wollen. Psychologie gibt es etwas, was wir Christen haben. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Der Jesus gesagt hat, ich löse euch von euren Bindungen. Ein Wort aus dem Mund von Jesus und Ketten werden gesprengt. Was unmöglich erscheint, kann Jesus in einer Sekunde, in einem Moment möglich machen, was die Welt nicht hinkriegt. Diesen Glauben, den haben wir und auf das stütze ich mich und das proklamiere ich heute. Ein Wort aus dem Munde von Jesus und deine Ketten werden gesprengt und das für immer. Lass uns diesem Kettensprengen Gott einen Applaus geben. Das macht Gott noch immer. Das ist unsere Hoffnung. So eine kraftvolle Message. Und das gibt mir mega Mut und Hoffnung, weil unser Glaube hat mit Hoffnung zu tun, weil es gibt ja vielleicht gewisse Themen, wo du vielleicht schon seit Jahren dran bist und man hat auch vielleicht den Glauben aufgehört und es kann so einen Moment geben, wo Jesus zu dir spricht und dir nochmal sagt, steh nochmals auf, pack nochmal deine Matte und du kannst diese Dinge wieder hinkriegen. Ich finde, wir haben einen Gott der Hoffnung, nicht einen Gott, der sagt, ja, du bist halt so, hast schon oft versucht, musst mit dem leben. Und ich sage, die Hoffnung, so einfach das anhört, ist unsere Grundlage, die wir haben. Einen Gott, der immer wieder spricht, der uns immer wieder den Mut gibt und immer dann auch die Hoffnung gibt, dass Ketten, die man als unmöglich erachtet, sich plötzlich lösen, aus dem Nichts heraus. Wir haben, manchmal hört man so Geschichten, also eine Person ganz speziell, der hat jahrelang geraucht, ohne Ende, ich glaube 3 oder 4 Schachteln Zigaretten also richtig krass. Und von einem auf den anderen Tag war es erledigt. Er hat wie so einen Moment gehabt, so eine Begegnung gehabt mit Jesus und das ist ja eigentlich nicht möglich, weil du bist ja süchtig. Auf einen auf den anderen Tag war es erledigt. Und solche Geschichte finde ich einfach spannend, das kann Gott aus dem Nichts heraus tun. So, dann magst du uns in Galater 5 mit reinnehmen, weil ich glaube, das ist perfekte Überleitung, oder? Ja, perfekt. Da heißt es, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Und ich habe die Bibel ich lese die Bibel regelmäßig, aber dieser Vers ist mir jetzt heute nochmal so richtig eingefahren. Erstens mal, weil es steht, dass wir berufen sind, in Freiheit zu leben. Das heißt, wir sind ja herausgerufen, das ist unsere Bestimmung. Das ist das, wenn ich berufen bin, wie soll ich sagen, ein Pastor zu sein, dann heißt das, ich bin auch entsprechend begabt, oder? Also wenn ich berufen bin, in Freiheit zu leben, heißt das auch, dass ich entsprechend ausgerüstet bin, weil sonst wäre ich ja jetzt nicht berufen. Und das ist das eine. Und dann eben, wozu eben nicht oder welche Freiheit nicht, aber welche Freiheit dann sonst, einander in Liebe zu dienen. Und das hat mich einfach heute nochmal gepackt, weil ich gedacht habe, das ist eine Freiheit, einander zu dienen. Und ich würde gerne beten, weil unser Titel heißt ja befreit leben. Und ich weiß nicht, wer alles jetzt so aufstrecken würde und sagen, ja, genau, hey, ich spüre diese Freiheit und das alles. Und dann noch einander in Liebe dienen, tönt wirklich so wie ein Widerspruch. Und himmlischer Vater, ich möchte dir so viel mal Danke sagen, dass über jede einzelne Person, die jetzt zuschaut und zuhört, die Berufung steht, das Herausgerufensein in diese Freiheit. Und dann auf der anderen Seite, wo das heißt, die Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Und wie würde die Welt aussehen, wenn wir diese Freiheit kennen würden, einander in Liebe zu dienen? Und ich bitte dich einfach, dass wir heute eine Offenbarung bekommen, was es bedeutet, in meinem Umfeld, da wo ich bin, diese Freiheit zu kosten, in Liebe zu dienen. In dem Sinne, wie du es gemeint hast. Und hier sind wir. Und wir bitten dich für eine Offenbarung, Heiliger Geist. Amen. Und ich
möchte auch mit dir zusammen einfach Gott auch Danke sagen. Das ist ja die Offenbarung, die wir bekommen, gewisse Dinge auch loszubringen, die Ketten, die uns festhalten. Aber wenn ich auch zurückschaue und der Glaube geschieht eben, ich schaue zurück und ich habe in einigen Bereichen erlebt diesen Durchbruch, diese Freisetzung, dieses lösende Wort von Ketten, von Bindungen, die sich von einem Schlag gelöst haben. Und ich danke dir, Jesus, dass ich eben nicht in allen Bereichen mehr gefangen bin, sondern ich habe viele Siege schon mit dir feiern dürfen. Und ich schaue zurück und ich danke dir dafür, für alle diese Dinge, wo ich mir schon gar nicht mehr bewusst bin, was für eine Freiheit du schon in mir bewirkt hast. Wie du mich geistlich und in der unsichtbaren Welt von so vielen Festungen gelöst hast und mich in ein Feld hinausgeführt hast, wo ich merke, es hat keine Grenzen. Ich kann hingehen, wo ich will, weil ich bin nicht mehr gefangen in einem Gefängnis oder mit einer Struktur oder auch mit diesen Bindungen. Also so entsteht ein Glaube, dass man eben zurückschaut. Und da gibt es viele, viele, viele Dinge, wo wir bezeugen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Auferstehungskraft von Jesus Christus hat so oft in mir etwas Totes wieder lebendig gemacht. Und was du einmal gemacht hast, kannst du jetzt nochmals tun. Und ich schließe mit dem Gebet von Susanne an. Diese Offenbarung, die mir jetzt gibst, vielleicht auch so gewisse Ratschläge, Schlüssel oder auch Strategien, vielleicht auch Hilfen, wo ich in Anspruch nehmen kann und sollte, um diese Dinge eben loszubringen. Du bist ein prophetischer, ein entsprechender und auch ein lösungsorientierter Gott. Ja. Amen. Und diese Freiheit, in die Jesus uns hineinberuft, es ist nicht immer so, dass man von jetzt auf gleich, dass auf einmal ein Schalter umgelegt wird und man ist frei von Zigaretten oder was auch immer es ist, sondern manchmal ist es ein Prozess, durch den man durchgeht. Aber ich habe das in meinem Leben gemerkt, dass in diesem Prozess, in dem ich dann drin bin, dass ich trotzdem diese Freiheit von Jesus gespürt habe. Und ich möchte ich möchte einfach dafür beten, Jesus, dass du uns genau dort triffst, Jesus, dass du uns diesen Frieden, diese Freiheit gibst, auch wenn wir noch weiter in diesem Prozess drin sind und gewisse Dinge abgeben müssen und immer wieder abgeben müssen und immer wieder vor dich legen. Jesus, dass es einfach darum geht, dass wir uns dir hingeben, dir ähnlicher werden, Jesus, jeden Tag ein Stück mehr, Jesus. Und Vater, wir wollen es dir einfach abgeben. Ja. Amen. Du hast so gebetet, das Pat, ist eben schon so, es gibt so ein Wort, wo Jesus spricht und ich glaube, das kennen alle von uns. Es gibt mindestens einen Bereich, wo Jesus ein Wort gesprochen hat und man wurde auf einen Schlag befreit, also ohne in dem Sinn, wie sagt man denn, wenn man süchtig ist, ohne man hat ohne diesen Entzug. Das gibt es, das kann im Kleinen, im Großen sein. Das sind natürlich die Wunder, für die gehe ich immer. Das ist kein Thema, wir alle. Aber es gibt auch viele Themen, wo es ein Prozess ist. Und die Frage ist, wieso macht das Gott? Weil am Ende vom Tag ist es unser Charakter. Und das vergisst man immer wieder. Gott ist an unserem Charakter dermaßen interessiert, dass wir uns eben auch da entwickeln. Und das sind die mühsamen Wege, die sich aber eben lohnen, weil es ja nicht nur so ist, dass man eine Sucht überwindet, sondern auch der Charakter sich eben von innen nach außen eben sich ändert. Und da merkt man plötzlich, Menschen sind nach ein paar Jahren nicht mehr die gleichen Personen. Man merkt, wow, du hast dich entwickelt. Und Leute sagen, bleib so, wie du bist. Sagen, nee, du hast keine Ahnung von meinen inneren Kämpfen. Es gibt gewisse Dinge, wo ich nicht so bleiben will, wie ich bin. Und darum eben, dass gewisse Dinge nimmt Jesus sofort weg, als auch ein Zeichen. Er kann das. Kein Thema, das nehmen wir gerne in Anspruch. Aber dann die Prozesse hat zu tun, dass eben der Charakter auch gleichzeitig sich entwickelt. Und das ist eben das, was dann eben die Schönheit entsteht, weil ein sofort gesund hat den Charakter noch nicht geändert, aber ein Prozess, wie das Schöne in uns kommt dann hervor. Eben genau da setzt ihr das ein, weil ich habe am Sonntag ja gesagt, wir brauchen einen Plan. Es geht nicht nur darum, wie jetzt in deinem Fall zum Beispiel 10 Kilo abzunehmen, sondern gesund zu leben. Also das geht über, oder Zigarettensucht loszuwerden. Jetzt habe ich mir direkt überlegt, dass am Ende ja dann immer die Freiheit steht, anderen in Liebe zu dienen. Und wenn man das mal mit dieser Brille anschaut, wie ist das, wenn ich von einer Sucht loskomme, und das Ziel eigentlich am Ende die Freiheit ist, einander in Liebe zu dienen. Was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Sucht in dem Sinne, dem, was hat denn meine Su
Also wo verhindert dann meine Sucht, dass ich die Freiheit habe, anderen in Liebe zu dienen? Das fand ich jetzt ein interessanter Gedanke, ein bisschen zum Nachgehen. Also das Ende oder das Ziel ist, einander in Freiheit zu dienen, aber wo hindert denn meine Sucht mich daran, diese Freiheit zu erleben, den anderen in Liebe zu dienen? Also jetzt habe ich gerade danach, es gibt, glaube verschiedene Facetten. Das eine, wenn du zum Beispiel viel rauchst, kann es sein, dass du dich immer von einer Gruppe entfernst. Logisch, die Raucher treffen sich dann auch wieder. Nimm ein Beispiel. Kann es sein, dass alleine diese Sucht etwas ist, wo das Gegenüber oft dich dann erleben muss, wo du das alleine vielleicht machst. Oder zum Beispiel bei einer Sucht kommt auch das Schamgefühl. Und Schamgefühl ist etwas, oder Schuldgefühl, etwas ganz Unsichtbares, wo dich dann irgendwie doch in den Beziehungen, das sieht man nicht, und wo dich doch ein bisschen hindert in dieser göttlichen Freiheit. Das sind, ich sage jetzt mal, es sind doch ein paar unsichtbare Barrieren. Wenn die plötzlich da weg sind oder jemand trinkt immer zu viel, dann ist er immer plötzlich, ändert sich sein Charakter plötzlich, seine Aussprache ändert sich, plötzlich sagt er Dinge, die er nicht sagen würde. Also das hat immer einen negativen Auswirkungen. Bei gewissen Dingen sieht man es sofort, und bei gewissen Dingen sind es unsichtbar. Und das Unsichtbare kann man oft nicht so erklären und doch ist es eben im Raum drin. Und ich glaube, wenn man diese Süchte wegnimmt, wo ja ein Mangel ist, da ist dann ein Mangel ist ja da. Etwas, das wurde nicht gestillt, hat dann eben zu tun, man trinkt von der falschen Quelle. Und es hat dann mit das Gegenüber was zu tun, dass es sind eben so Nuancen, dass man nicht erklären kann, wieso es ist nicht stimmig in dem Sinne. Mega spannend. Lass mich einmal kurz die 4 Punkte einmal kurz durchgehen, die wir aufgeschrieben haben, weil ich glaube, wir jetzt gerade so ein bisschen hin und her gesprungen sind zwischen und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Lass mich die 4 Punkte einfach einmal nennen und dann lass uns das Gespräch einfach weiterführen, weil ich glaube, das ist ganz gut heute. Und zwar der erste Punkt, und Leo hat da am Sonntag auch, oder Leo und zusammen haben am Sonntag auch darüber gesprochen, bekenne deine Schuld Jesus und freu dich an der Kraft des Kreuzes. Der zweite Punkt ist, entferne den Auslöser oder die Auslöser, so ein bisschen, wo du gerade reingegangen bist, können wir gerne auch noch mal ein bisschen weiter vertiefen. Hol dir die Hilfe, die du brauchst. Und dann der letzte Punkt ist, verstehe den Prozess der Befreiung. Da sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Wollen wir beim Auslöser noch mal ein bisschen bleiben? Entferne den Auslöser, weil wir da jetzt gerade waren. Macht das Sinn, oder? Ja, es ist gut. Ich möchte es gerade mit dem ersten Punkt verkoppeln. Es beginnt Super. eben, dass man das mal bekennt und erkennt. Das heißt, erkennen ist ja das eine, aber solange man das eben unter dem Teppich wischt, hat es eben diese dämonische Kraft. Und das finde ich so etwas Krasses, weil Leute sagen, ja, man muss das immer bekennen. Ja, weil viele Leute verstehen nicht, es gibt ja Engel und Dämonen und ich öffne in der unsichtbaren Welt ein Tor. Also ich öffne eine Türe und da laufen die unsichtbaren Kräfte einfach rein und raus und ich kann das oft gar nicht mehr kontrollieren. Darum ist eben, dass man versteht, wo habe ich eine Türe aufgemacht, wo mich eben bindet. Dass man kann jetzt sagen, diese 2 Punkte gehören zusammen. Und da ist es wichtig, dass man das auch ans Licht bringt. Und das ist das, was so unangenehm ist. Die Bibel sagt, wenn ihr eure Sünden und Fehler bekennt, dann werdet ihr geheilt. Mit anderen Worten, man nimmt dieser Mächten die Kraft in dem Sinne. Und das fällt uns oft schwer. Weil dann eben so Sätze kommen, ich bin pervers oder ich bin nicht gut genug und was denkt die andere Person über mir. Also man hat immer das Gefühl, man steht dann schlechter da, als man eigentlich sein möchte. Also das heißt mit anderen Worten, wir spielen ein Spiel, wir machen uns besser, als wir sind und ich glaube, da beginnt eben schon das erste Problem, wenn man sagt, so bin ich. Was du siehst, das bin ich, aber ich bin unterwegs, Jesus Christus ähnlich zu werden, ist eine ganz andere Nuance. Und ich glaube, das erste beginnt wirklich einfach, dass man das mal bekennt. Wo habe ich ein Einfallstor, wo mich der Feind wirklich zurückhält und unterdrückt? Und da braucht es eine Offenbarung bei Repet. Das ist ja nicht immer so, dass man alles immer sofort erkennt. Also ich hatte zum Beispiel ein Jetson-Problem, das habe ich nicht erkannt. Also ich fand es auch nicht so tragisch, weil es kam ja nicht jede Woche, jeden Tag vor. Und irgendwann habe ich plötzlich gecheckt, es geht gar nicht mehr. Und das hast du gesagt, Susanne, der Heilige Geist kann dir plötzlich eine Offenbarung geben. Und dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen. Auch in den Predigten habe ich bewusst gemacht, weil ich gewusst habe, wenn ich das mal draußen habe, gibt es kein Zurück mehr. Ich muss mich jetzt dem stellen.
Also ich kann nicht mehr vom Goliath davonspringen, sage ich es mal böse gesagt. Ich stelle mich jetzt diesem Goliath. Und das kann auch eine Sache sein, wo man sagt, ich kann da nicht mehr zurückgehen. Vielleicht könnte man für das beten, für eine Offenbarung, wo Ja. du siehst, was ist dann so dein Einfallstor und was ist dein Thema. Darf ich noch einen Vers kurz mit reinschmeißen? Und zwar Psalm 32, Vers 5, finde ich, passt super. Und zwar der zweite Teil. Ich lese ihn ganz vor. Doch endlich gestand ich dir meine Sünden und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Und was mir jetzt gerade ins Auge gefallen ist, ist das Wort weggenommen. Also er ist weggenommen. Deswegen leit uns da gerne im Gebet. Also Vater mir, ich bringe dir alle diese Themen, wo mich gefangen nimmt, wo ich vielleicht auch gegeben habe, wo ich resigniert bin, wo ich einfach gemerkt habe, meine Kraft funktioniert nicht und ich habe es oft, aber auch mit Glauben, mit einer göttlichen Motivation, habe ich das wirklich angepackt. Ich habe wirklich den Stier an den Hörnern gepackt und ich habe gemerkt, ich kann das nicht durchziehen. Und darum möchte ich bewusst vor dir, mein Gott im Himmel, du siehst ja sowieso alles, du kennst alles, du kennst auch meine tiefste Motivation. Ich bin eigentlich dankbar, dass ich vor dir nicht ein Spiel spielen muss, weil es ist dir nichts verborgen. Das bedeutet, ich spiele mit offenen Karten. Du kennst da, wo ich Dinge einfach bewusst gesagt habe, das mache ich jetzt einfach und dann habe ich es doch wieder bereut. Ich halte dir das alles hin und dennoch möchte ich dich bitten, dass du mir, Vater im Himmel, wie eine Offenbarung schenkst, wie ich diese Fesseln, die mich gefangen nehmen, die immer noch ein bisschen da hängen bei meinem Arm, wie ich die ganz konkret lösen kann. Du bist ein lösender, freisetzender, befreiender Gott. Ja. Ich möchte einfach dich jetzt bitten, dass du mir eine göttliche Offenbarung gibst, die nicht Menschenworte sind oder auch nicht aus dem Fleisch herausgeboren sind, sondern vom Geiste Gottes inspiriert und geboren, weil ich brauche wirklich da eine Strategie und ich danke dir, dass du mir einfach hilfst, das zu erkennen. So leg deinen Finger auf das Thema, wo du sagst, so, heute ist das dran und heute werde ich Wunder vollbringen und heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht, sondern du machst unser Herzen so sperrangelweit offen, um das auch in Anspruch zu nehmen. Ja. Und das empfinde ich wirklich als eine Freiheit, wenn der Heilige Geist Dinge aufzeigt, die vielleicht das ganze Umfeld schon lange gesehen haben. Nur ich habe diesen blinden Flecken und ich kann es einfach nicht sehen. Was ist es für eine Freiheit, wenn ich plötzlich realisiere und mir bewusst wird, stimmt, diese Macke habe ich, stimmt, diese Verhaltensweise habe ich, die ich ja eigentlich verabscheuen würde. Das ist eine Freiheit und danke, dass du, Gott im Himmel, selber uns mit dieser Freiheit, zu dieser Freiheit berufen hast, herausgerufen und uns damit einfach segnest. Also oft hast du ja auch zu tun mit einer Wurzel. Man sagt ja, bei uns in der Seelsorge sagt man kann ja die Früchte anschauen und sagen, ja, die Äpfel sind angeschlagen, die haben irgendetwas drauf. Und du kannst ja nicht einfach oben versuchen, die Früchte zu polieren, alles ist gut, das hat immer zu tun mit der Wurzel. Also wir sprechen immer auch von der Wurzel. Darum, wenn wir beten für eine Offenbarung, kann es immer etwas sein mit einer Wurzel, das ist ein Manko, das ist eine Geschichte, es kann aus der Kindheit sein. Es muss nicht immer so sein, by the way, aber man sagt immer, man macht eine Wurzelbehandlung und dann werden die Früchte oben auch schön. Es kann jetzt eben sein, dass der Heilige Geist dir wie eine Offenbarung gibt, also dass du einen Zusammenhang vielleicht siehst, warum bin ich in diese Sucht gefallen oder warum hat das in meinem Leben eine Kraft? Das kann viele Gründe haben dafür und darum gibt es aber nicht einfach so ein Rezept, wo für alle funktioniert. Und darum eben sage ich immer wieder, müssen wir den Heiligen Geist integrieren, weil er ist mein Ratgeber, er ist mein bester Lehrer, er ist meine Weisheit, er kann mir Dinge offenbaren, die ich mit meinen Menschenaugen gar nicht sehen kann. Und plötzlich kann ein Thema hervorkommen,
dass der Grund ist, dass man in dieser Sucht drin ist oder aus dem nicht rauskommt. Und das ist das, was ich so liebe an Gott. Es ist eben nicht einfach so, Schublade auf, nehme eine Sache raus, funktioniert für alle, das wäre schön und gut, würde ich mir manchmal wünschen, sondern es ist eben eine dynamische Freundschaft, wo dein Gott, der Trainer, der Heilige Geist, dein Coach, die Dinge offenbart, die man selber gar nicht sehen kann. Und das macht es in meinen Augen so spannend und auch so lebendig, by the way. Wie sieht jetzt diese Hilfe aus? Also hol dir Hilfe, in Hebräer 10 steht, lass uns aufeinander achten, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine Offenbarung, dass vielleicht gewisse Dinge aus meiner Kindheit so ist, dass ich in diese Sucht gefallen bin. Zum Beispiel, jemand hat ein Mega-Problem mit Sexualität, geht mit einem anderen Mann ins Bett. Es kann oft auch sein, du bist vergewaltigt worden und du suchst dir diese Bestätigung, Liebe. Da kann plötzlich etwas aus der Vergangenheit kommen, eine Geschichte kommt durch. Also, was ich dann mache, ist, entweder habe ich Freunde oder Kolleginnen, wo ich darüber sprechen kann und ich lege es auf den Tisch und sage, das ist mir bewusst geworden, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Gebete, ich brauche deinen Support. Vielleicht jede Woche lasst uns mal telefonieren und dann fragen, wie brauchst du Hilfe, wie bist du unterwegs. Das alleine ist eben schon ein Statement, ich brauch dich. Hat man niemand im Umfeld, das kann ja auch geben, dann gibt es Beratungsstellen, wo in einem Thema Leute spezialisiert sind, eine Begabung haben. Da kann man sich auch da wenden. Es gibt auch Stellen, die sind kostenlos gratis, gibt es auch. Wenn man keine Finanzen hat, dann holt man da den Rat. Also das gibt ganz verschiedene Arten, wie man Rat holen kann. Aber das Natürliche ist immer, wenn man das im Freundeskreis eigentlich macht, weil es hat zu tun mit Vertrauen. Man muss eigentlich gar nicht so viel wissen, wie man dieses Problem löst, sondern oft braucht es wie bei Hiob einfach Freunde, die nichts sagen. Ja. Nichts sagen, aber da sind und beten. Und als dann die Freunde was gesagt haben, bei Hiob waren es alles schlechte Rat. Mit anderen Worten, es braucht einfach Leute, die da sind und die wissen, hey, ich bin nicht alleine, die unterstützen mich und die beten für mich und stellen einfach Fragen, brauchst du Hilfe? Und dann kann man ja immer überlegen, wo gibt es diese Hilfe? Ja, aber genau, Freunde sind ja genau deswegen auch wichtig, weil ich von außen habe eine andere Wahrnehmung als die betroffene Person. Also wenn ich etwas habe, eine Macke, und mir wird es bewusst, die Offenbarung ist das eine, aber mich dann immer so zu reflektieren im Moment drin, dass ich verstehe, was jetzt abgeht, ist so schwierig. Deswegen werde ich dann Leo sagen, Leo, sobald ich wieder in dieses Muster reinfalle, bitte zeig's mir, weil ich dann, das ist der Rat, den ich brauche, weil er sieht es ja viel besser als ich. Ist aber in einer Ehebeziehung immer problematisch, weil es ist ja immer nicht, leider nicht emotionslos. Wenn ich dann das sage, dann rollen doch die Augen, na, nicht schon wieder. Man sagt es dann vielleicht nicht richtig, es hört sich jetzt, gibt vollkommen recht, kein Thema. Aber ich habe letztens das auch wieder gesagt und habe gemerkt, ist eben doch nicht. Kommt nicht an. Ja, es ist eben, ich sage immer, wir sind am Üben. In den eigenen vier Wänden ist es nicht ganz einfach, obwohl es ja eigentlich der sicherste Ort ist. Und ich sage immer, oft kann es eben Freunde sein, die ein bisschen weiter weg sind. Die haben oft diese Geschichten nicht, die sehen Dinge viel klarer. Die sind, ich sage es oft, nicht betriebsblind in dem Sinne. Man wird ein bisschen betriebsblind, aber nichtsdestotrotz, ich gebe mir Mühe, dir das zu sagen, wenn es mir das auffällt, das ist nicht ein Thema, aber wenn ich dann sage, ist es nicht so, dass ich sage, ja, cool, ja, super, dann merke ich dann rollt sie dann wieder ihre Augen. Aber das ist ja auch okay, dass man da auch dann gemeinsam unterwegs ist, oder? Weil es ja auch bei Freunden teilweise auch schwierig ist, oder? Wenn, also auch innerhalb einer Small Group, wenn man das immer wieder von Leuten dann auch reflektiert zu bekommen, das kann ja auch nicht unbedingt einfach sein. Also ich glaube, dass es nicht nur in einer Ehe so ist, sondern auch bei Freunden, dass es teilweise schwierig sein kann. Ne? Finde ich das sehr herausfordernd, weil die Hilfe, die man holt, die hat auch das Potenzial, dass sie sich über mich stellt und so runter zeigt, oder? Und dann würde dann die Freiheit zur dienenden Haltung fehlen, weil ja, genau, dann fühlt man, also dass man sich da nicht schlechter fühlt, wenn man die Hilfe holt, das braucht auch sehr viel.
Es kann auch sein, dass das Gegenüber ein bisschen genervt ist, dass nach einem Jahr immer noch nicht hingekriegt hast und dann das Gefühl hast, okay, gut, ich frage schon gar nicht mehr, weil man spürt dann auch beim Gegenüber nicht mehr die Leidenschaft, das wirklich zu verändern. Und dann muss man einfach den Mut sagen, okay, es ist nicht mein Leben, ich bin einfach da. Man muss dann halt vielleicht auch gewisse Dinge sagen, okay, gut, legen wir das mal aufs Eis. Es gibt auch so Themen, wo man dann einen zweiten, dritten Anlauf holt, bis es in dem Sinn auch funktioniert. That's life. Darum, es ist dann manchmal auch von den Erwartungen jetzt gar nicht so einfach, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, weil, wie gesagt, wenn sich etwas sofort ändert in ein paar Monaten, dann ist das Halleluja. Ändert sich das aber nicht so schnell, dann wird das auf beide Seiten eine sehr, sehr krasse Herausforderung und kann auch dann zu einem Stresstest werden, trägt dann wirklich unsere Freundschaft und Beziehung dieses Thema. Ja, und da kommt ja dann der Hiob wieder zum Zug, zum Lernen, dass man als derjenige oder diejenige, die um Hilfe gebeten wird, einfach den Mund hält. Ich würde voll gerne ins Gebet da nochmal reingehen. Und zwar habe ich jetzt einfach in den Chat kurz reingeguckt und ich möchte einen vorlesen und ich glaube, das ist bei ein paar Leuten so ein bisschen einfach reflektiert. Und zwar schreibt die Ramona hat reingeschrieben, ich wünsche mir einfach Freunde, die einem nur zuhören, das wünsche ich mir. Ich bin jemand, der sich zurückzieht und andere ihre Sorgen und Ängste anhört. Ohne Gottes Hilfe würde ich es alleine nicht schaffen. Und es sind so ein paar Kommentare, die einfach sagen, hey, ich wünsche mir ein paar Leute, die in meinem Umfeld da sind. Ich finde es cool, wenn wir da einfach reingehen. Susanne, kannst du uns da leiten? Ja, und himmlischer Vater, ich frage dich heute, dass du Freunde in unserem Leben sichtbar machst, denen wir uns zumuten können, denen wir uns anvertrauen können mit dem, was du uns offenbart hast. Und wir gehen davon aus, dass das zum Weg und zur Berufung in die Freiheit gehört, dass du ebenso Freunde oder unser Umfeld oder uns Leute auf den Weg mitgibst, die du genauso vorbereitet hast und denen du genauso Offenbarung geschenkt hast, wie mir über diese Situation, die mir darin helfen können. Und Heiliger Geist, ich setze einfach diese Freundschaften oder diese Personen, diese Begleitpersonen, die Hilfe bereit haben, die vorbereitet sind von dir, die rufe ich jetzt hervor im Namen Jesus an unsere Seiten. Egal was die Not ist, egal was die Sucht ist, dass wir diese Hilfen, die von dir vorbereitet sind, in unserem Leben sehen. Und ich verschließe unseren Mund, uns den falschen Leuten anzuvertrauen. Und ich öffne den Mund dort, wo es hingehört. Und das ist auch eines dieser Gebete, die sind mega wichtig, dass man ganz konkret immer wieder betet, dass Gott uns mit Menschen verbindet oder connected, die wirklich uns Flügeln wachsen lassen. Es gibt auch Menschen, die sind gute Menschen, aber die machen dich nicht besser. Das Problem ist immer bei den Menschen. Aber dass ich bete wirklich oft, Gott bewahre mich von den Menschen, die mir nicht gut tun. Das sind nicht bei se falsche Leute, sondern einfach, es gibt gewisse Ratgeber, die sind für den Moment nicht gut, weil sie dir etwas auf den Weg mitgeben, was überhaupt nicht für dich nicht funktioniert. Und das ist wieder gesagt so, es gibt kein Patentrezept, sondern es gibt immer Menschen, die genau in dem Moment dich wirklich zum Fliegen bringen. Und es gibt natürlich auch Freundschaften, die länger bleiben. Es gibt so kurze Freundschaften, aber Freundschaften, die länger bleiben. Das ist immer mein Gebet. Ich denke, wenn Jesus eine ganze Nacht gebetet hatte, in welche 12 Menschen er investieren sollte und müsste, bedeutet, er hat das im Gebet gesucht und gekämpft und hat das nicht dem Zufall überlassen. Und das ist etwas, was ich ehrlich gesagt auch für mich oft zu wenig bete. So, Gott, bring mir die richtigen Leute und bewahre mich auch von Leuten, die mir nicht gut tun. Das ist ein bisschen wie beides, weil manchmal denkt man, wow, das ist mega cool, und dann merkt man nach 2 Wochen, Katastrophe. Also ich bin ja vom Typ her ein offener Typ. Also ich habe nicht Problem, schnell in das Gespräch zu kommen. Das kann ein Segen sein, aber manchmal auch, dass ich dann Signale sende, die ich gar nicht sende will.
Hey, so spannend. Einfach zum Abschluss, einfach, dass es da einfach der Vollständigkeit halber, der letzte Punkt ist, dass wir den Prozess der Befreiung verstehen und dass es okay ist, dass gewisse Dinge vielleicht auch ein bisschen länger dauern manchmal und dass es in Ordnung ist. Vielleicht möchte Gott an unserem Charakter arbeiten, vielleicht möchte Gott Freundschaften auch herstellen, oder? Dass man sich Hilfe sucht und aufgrund dessen einfach Freundschaften einfach hören. Deswegen, wenn du einfach in dem gerade drin bist, vertrau auf Gott. Lass uns da einfach ein Statement setzen und sagen, hey, ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich gebe ihm die Sachen ab und vertraue, dass er weiß, was wir brauchen, sei es ein schneller Fix und es ist alles gut oder sei es ein Prozess, oder? Ja, mir hat eben ein Bild geholfen, weil es ist ja so, wenn man sich dann entscheidet, so ich möchte aus dem loskommen, und eben wenn Gott sofort heilt, Halleluja, ist ein Prozess mühsam in dem Sinn, und dann viele Leute, dann fällt man wieder irgendwo und dann kommt eben diese Schuld und es wird noch schlimmer und dann denkt er, ich schaffe es nicht. Und mir hat jemand, das hat mir mega geholfen, aus das Bild aus der Sportwelt. Niemand gewinnt die deutsche Meisterschaft im Eishockey, im Fußball, wo auch immer, und er gewinnt in der ganzen Saison jedes Spiel. Und das ist jetzt nicht ein Beispiel zum sagen, ja, wenn du umfällst, easy, spielt gar keine Rolle. Das meine ich mit dem gar nicht. Er hat gesagt, es ist unrealistisch, dass du jedes Spiel gewinnst. Und er spricht zu den Leuten, die die Meisterschaft gewinnen wollen. Also die sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und dann sagt er, okay, du hast das Spiel verloren, jetzt stehst du aber auf, du schüttelst das ab und du wirst am Ende den Pokal hochstemmen. Und ich möchte dieses Bild bewusst zu den Leuten sprechen, die sich entschieden haben, den Pokal hochzustemmen, weil wenn man dann einmal fällt, steh auf und sagst du, das wird mich nicht daran hindern, den Pokal am Ende meiner Saison hochzuhalten. Und das ist nicht ein Bild für die falsche Gnade von spielt alles keine Rolle, möchte ich bewusst betonen, sondern für die Leute, die sagen, ich bin ein Gewinner und eine Gewinnerin. Und das hat mir mega geholfen, weil mit dem gibt man der Niederlage keinen Stellenwert. Du sagst mit dem nicht, das ist nicht meine Bestimmung und das ist nicht das Level, wo ich hingehöre. Also man schaut nicht auf die Niederlage, sondern man schaut auf den Pokal, den ich aufstemme, und man steht wieder auf und spielt am nächsten Tag das beste Spiel ever. Und ich finde es ein mega befreiendes Bild, eben in diesem Prozess, wo man drin ist, weil irgendwann wirst du zurückschauen und merken, es ist kein Thema mehr, es hat keine Kraft mehr, es ist erledigt und es hat nicht mal mehr diese Einfallstoren, wo du etwas aufmachst. Und ich möchte einfach beten, dass der Heilige Geist dich salbt mit dieser Gabe vom Willen, vom Vollbringen, von der Entschlossenheit. Das ist auch eine Geistesfrucht, by the way. Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach über uns allen diese Geistesfrucht ausrufen von wir sind Überwinder, dass uns den Geist der Disziplin anvertraut. Das ist auch eine Geistesfrucht, eine Geistesbegabung. Und diese Geistesbegabung, die vielleicht in mir so unterentwickelt ist, die halte ich dir hin und beginne das in mir zu vergrößern. Dass ich also einen übernatürlichen Mut und Entschlossenheit und auch eine göttliche Sturheit für die Sucht bekomme, dass wie so eine Ente, wenn man das Wasser angießt, es geht nicht rein. Es geht nicht mehr rein, weil du mich von außen und von innen wie ein Schutzschild um mich herum stellst und es kann gar nicht mehr in mir anhaften. Und ich salbe dich wirklich mit einer übernatürlichen Autorität, mit einer übernatürlichen Geistesfrucht, der Disziplin, vom Durchhaltevermögen und auch eine Siegeswillenskraft, die nur der Heilige Geist in uns in dem Moment jetzt ausgießen wird. Ich empfange das im Namen von Jesus Christus. Amen. 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 Hey, vielen Dank euch für dass ihr uns da einfach mit reinnehmt, gerade in die Beziehung. Ich habe Sonntag schon gesagt, es ist mega schön einfach, dass ihr uns da auch in eure Beziehung so in der Form mit reinnehmt. Es ist ein mega Privileg. Vielen Dank euch. Hey, so schön, dass du heute mit dabei warst, dass wir einfach gemeinsam beten konnten und einfach die Anliegen vor Gott zu bringen. Hey,
Gebet fängt nicht um 12 Uhr am Dienstagmittag an und hört nicht um 12:30 Uhr am Dienstagmittag auf, sondern das ist etwas, was wir wollen uns einfach bewusst Zeit nehmen, mit euch gemeinsam zu beten. Aber macht es weiter. icf.ch/Gebet, dort kannst du deine Anliegen posten. Es ist ein öffentlicher Chat oder öffentliche Seite, wo jeder deine Gebetsanliegen sehen kann. Aber wenn du da auf der Seite bist, dann bete einfach für die anderen Anliegen, die es auch dort auf der Seite gibt, weil das wirklich eine Seite ist, die wir nutzen wollen, um weiter zu beten, um miteinander als Church einfach Gebetsanliegen vor Gott zu bringen, weil wir glauben, dass wenn wir beten, dass Gottes Hand sich bewegt und dass er was tun kann und auch was tun wird. Deswegen icf.ch/Gebet kannst du deine Anliegen posten. Hey, kommenden Sonntag, wir bleiben in der Beziehungsserie. Komm am Sonntag mit dazu, 9:30 Uhr oder 11:30 Uhr hier im YouTube-Chat oder im YouTube-Channel kannst du mit dabei sein. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine wunderschöne Woche. Bis denn.